Hygieneverhaltens möchte man da selektieren. Und selektiert man auch. Dass die Biene praktisch den Parasiten erkennt, bevor das die Schadschwelle überschritten ist, also dass das Volk dann praktisch dann zusammenbricht, dass die Biene sich dann selber helfen kann, oder dass dann die Brut ausräumt, die wo schon abgestorben ist, damit die Milbe gar nicht mehr, damit sie die Milbe dann gar nicht mehr weiter reproduzieren kann. Oder wenn man mehrfach befallene Biene hat, mit Varroa, dass sie die dann bemerkbar macht, dass die dann von anderen geputzt wird. Wie bei der Tracht oder auch bei der Tracht. Wenn es eine Trachtquelle hat, dann tanzt die Biene, macht sie praktisch aufmerksam, dass es da ein Futter gibt. Da ist eine Nahrungsquelle da. Und so soll das vielleicht auch bemerkbar machen, dass dann gereinigt wird oder putzt wird von ihren Arbeiterinnen und die dann die Milben aus dem Pelz raus. Die sind auch sehr ruhig auf der Wabe, sitzen schön auf der Brut. Das schaut man sich auch bei einer Leistungsprüfung. Also wie verhält sich jetzt die Biene auf der Brut? Sitzt die dicht wie ein Pelz oder fängt die plötzlich das Lauf an? Das heißt, wenn es läuft, dann läuft es weg von der Brut, am Rähmchenrand an. Aha. Genau. Und die hocken auf der Brut? Und die hocken schön auf der Brut, weil sie es wärmen da. Was ist warm? Ja, genau. Das ist so da noch ein paar Grad frischer heraus und der Wind geht auch noch und die wollen das die Brut. Aber Gefutter kehren die jetzt nicht dazu? Also Winterfutter muss man ja geben. Also nein, ich meine die Larven, Maden. Also futtert man nicht wir, das macht die Biene selber. Das macht die Biene? Ja, genau. Also wenn sie verpuppt sind, also wenn sie verdeckelt sind, dann sind sie im Puppenstadium und dann brauchen sie nicht mehr gefuttert werden. Dann brauchen sie nur mehr Temperatur. Wenn es noch Larven sind, die wollen wir jetzt nicht singen, weil alles verdickte Brut ist. Fast da. Wenn sie noch Larvenstadium sind, brauchen sie noch Futtersaft. Das ist ein Honig-Pollen-Gemisch. Das Interesse an die Biene, an der Imkerei wird immer größer. Ja. Und das sieht man auch an den Jungimker, die wir jetzt wieder haben. Wir haben da mal eine Zeit gehabt, da haben wir ziemlich stagniert. Vom Zulauf von Jungimkern, und jetzt haben wir doch ein großes Interesse an der Biene und an der Imkerei. Und das sieht man schon, dass das auch durch die Medien auch ein bisschen was bringt, dass der Film auch aufmerksam gemacht hat. Ja. Ich denke schon, das Interesse steigt wieder.